komme dann zu den Renten, Herr Präsident, nachdem von 1999 kann ich so als Lützburg Rentegerechtigkeit tun, vor allem von Jüdern aus dem privaten oder öffentlichen Sektor, in selben Konditionen, was Kotisation, was Berechnung, was den Ajustement leidt, mit einem Übergangsregime für die Leute, die 94 an der Fonction publique angestellt sind, muss man als Haupt vorstellen über die langfristige Aufsicherung, Finanzierung von unserem Rentensystem. Aber wenn ich so ein Rentensystem, dann meine ich immer das Rentensystem sowohl aus dem privaten wie dem öffentlichen Sektor. Wir müssen dafür sorgen, dass die kommenden Generationen auch noch können menschenwürdige Pensionen kriegen, sich die den Hautkotisationen bezahlen, für das wir als Haut die Pensionen können leisten, die wir als leisten. Wenn wir keine Millionen Abonnenten und keine Hunderttausenden von Grenzgängern haben, dann muss man auch reagieren. Da die Welt das nicht tun, dafür haben wir auch reagiert, dann haben wir im Januar eine Reihe von Propositionen dezidiert. Wir sollen noch, was wir sehr reagieren, was es besser ist, was es für den einzelnen Mann schmerzlich ist. Es gibt keine 100 Möglichkeiten bei der Rente. Es gibt 3 Vollen. Das eine ist die Kotisationen, das zweite ist das Pensionsantrittsalter, das dritte das Test für die Pensionen kombiniert mit dem Ajustement. Ich kann Ihnen aber aktuell Berechnungen machen, die ihr nicht lehen, und die lehen nicht, dass wir einfach ein Problem kriegen, einfach aufgrund von dem System, das einfach dafür verlangt, dass man immer muss aktive wie Pensionären und dass dort automatisch eine Progression dran liegt. Wir sind also 4 Änderungen an unserem Pensionssystem. Die Regierungspropositionen bei 4 Gelötzige von Di Bartolomeo an dem Herr Frieden. Ich will die kurz mit Eisen analysieren. Ich wollte just vorstellen, was mich gewundert hat, dass wie die Präsentation war, dass das eine Präsentation war vom Herrn Di Bartolomeo, was wir verstehen, und vom Herrn Frieden. Der Herr Frieden als Finanzminister. Ich habe mir echt gewöhnt, dass der Minister von der Fonction publique dabei gewesen wäre. Den Herr Bildchen. Weil wir machen hier eine Reform, aber wir haben das ja an der Sitzung gesagt, dass alles, was wir ändern, für die 2 Regime aus. Und so wäre es mir normal gewesen, dass doch die 2 zuständigen Minister dabei wären. Ich muss ja ehrlich sagen, schon ein schlechtes Gewissen gehabt, wie ich den Herr Frieden da dabei gesehen habe. Weil die Vergangenheit hat ja bewiesen, an den letzten 15 Jahren, dass der Staat den Tax fertig bringt am Kader vom Budgetgesetz, Transferen, die sonst vom Staat das Budget auf Pensionskäse gegangen sind, dass die scheibersweise eliminiert zu gehen, an das Staatsbudget entlastet genau zu Ungunsten vom Pensionsregime am Privatsektor, und das darf ungefähr 750 Millionen sein, die wir den Zeitraum aus den Pensionskäsen rausgeholt gehen, an Staatskäse angeflossen sind. Was der Pensionsalter anbelangt, mir als ADR proposiert, dass er von 2015 an sollte Pensionsalter all Jahres und EU heißen, und das wären 12 Monate bis 2027, für die Ennichtalter 55, 57, 60, für die im Jahr zu heißen, das Alter von 65 Jahren proposieren wir den zu belosen und dann bei dem Alter die Vollpension beizubehalten. Die Regierung ihrer Proposition geht an eine ähnliche Richtung. Mir just hat sie nicht nur in Europa gehandelt, geht auf 3 Jahre und sie entwickelt hat dann auf 30 oder 40 Jahre. Ich weiß aber nicht, ob es clever war von der Regierung, für so weit zu schießen, findest du Akzeptanz einerseits, und zweitens auf der anderen Seite, weil er nicht weiß, was genau auf 40 Jahre ist. Und auf der anderen Seite auch, für das dann zu verbannen, die Leute zu erklären, von sie dann von echt die 15% Pensionskürzung, auch das als eine Message gewesen, die nicht eine Akzeptanz von einer Pensionsreform dabei dängelig ist. Wir haben gesagt, können wir machen, Jahr und dann kann man weiter gucken, wie die Situation dann ist. Wir haben auch gesagt, die Leute, die an der Pension sind, sollen einen Beitrag leisten. Und wir haben dafür proposiert, den Ajustement nicht ganz auszupullen, aber das in den Ajustement sollte an einem degressiven System, wie wir das durch eine andere Maßnahme machen, dass zum Beispiel ein Ajustement
gëtt op der Grundrent integral ausbezölt, an dann trancheweis wat mir heich geht, gëtt Steck vun dem Ajustement aufgebracht, sodat die kleinen Pensionen gönne touchéiert an die Drittpensionen touchéiert de méi. Wir mengen dat sozial verträglich fir an durch die kumulativen Effet, für den Ajustement ja all 2 Jahre ausbezölt gëtt und dann immer mehr en klengen ausbezölt gëtt, gift dat man. Die Kotisationen hun mir auch gesot, dat zu diesem Zeitpunkt keine Kotisationserhechung soll machen. Mit Regierung muss aber wissen, wann sie ein Projekt deponieren, wo sie die Entwicklung von der Pension geht, über 40 Jahre festgelegt. Da kann sie nicht die Kotisation über 40 Jahre ausschließen. Das ist aber so, wie es bei der Gesellschaft dabei ist. Und dafür war als Proposition für nicht so weit zu gehen, um ein Jahr. Und dann kann ich noch so, während dem Zeitraum an der Staatsminister Köcht auch von 10 Jahren geschwärzt, kann ich eine Kotisationserhechung ausschließen. An Dono muss ich aber auch können, dann über eine Kotisationserhechung schwätzen. Klar ist für uns, dass das Solidaritätsprinzip weiter muss spielen, maar unbelangrijke Verfahren müssen bleiben, dass Pensionen weiter müssen im ersten Pilier machen, dass all Decisionen, die holen sowohl für den privaten, für den öffentlichen Sektor muss sein, dass die Abteilung in Drittel muss bleiben und dass auch Kotisationen und alles sowohl an dem einen wie an dem anderen Sektor in Zukunft immer müssen selbst bestehen bleiben. Richtig, also an der Stimme mit dem zu, was der Moin gesagt hat, dass den aber immer muss gucken für die Leute, die schwere Arbeiten machen, die Schichten machen, dass den auch für die Leute in Zukunft soll eine spezielle Bestimmung losen.